Pri Slovenski vojski v Sloveniji gostimo avstrijskega generala, načelnika Avstrijske zvezne vojske. Gre za redni načrtovani obisk, ki ga izvajamo vsako leto, enkrat v Sloveniji, drugič v Avstriji. Mi to imenujemo srečanje ob meji, čeprav mere ni možno izpeljati srečanje neposredno ob meji. Današnje srečanje smo izkoristili za razgovore o programu bilateralnega sodelovanja. Pregledali smo plan bilateralnega sodelovanja v preteklosti, pogledali smo, kako bi bilateralno sodelovanje izvajali v prihodnosti. Poleg tega smo se pa pogovarjali še o pomembnih temah, zlasti o situaciji na Zahodnem Balkanu in Bližnjem vzhodu, o operacijah na teh območjih. Potem smo izmenjali poglede in izkušnje na pametno obrambo, tako imenovano Smart Defense inicijativo v vseh treh oblikah, tista, ki poteka v NATO zavezništvu, kot tista, ki poteka preko Evropske unije in preko srednjeevropske pobude. Pogovarjali smo se o MLF-u, Multinational Land Force inicijativi, pri kateri kot opazovalka sodeluje tudi Avstrija, in odprli še nekaj aktualnih drugih vprašanj, ki so povezane z realizacijo bilateralnega programa, zlasti na področju skupnih vaj in pa treninga. Lahko povem, da je sodelovanje na tem področju zelo bogato. Lahko povem tudi, da smo lansko letni program realizirali v zelo visokem odstotku, kar pomeni, da so aktivnosti, ki smo jih imeli načrtovane, jemali resno in da smo si prizadevali, da jih tudi uresničimo. Ich möchte bei der Gelegenheit mich für die Einladung bedanken, dass ich heute die slowenischen Streitkräfte und Herrn General besuchen kann. Unsere Zusammenarbeit ist tatsächlich inzwischen schon seit vielen Jahren eine sehr gute geworden und wächst ständig. Und es sind beide Seiten sehr interessiert, diese Arbeit zu vertiefen. Wir arbeiten auch nicht nur im Training und bei Übungen zusammen, in Österreich, in Slowenien, sondern auch in Einsatzräumen. Denn für uns ist natürlich der westliche Balkan ist für Österreich ein interessanter Raum, wo sich ja noch viel entwickeln sollte. Und auch da ist die Zusammenarbeit mit den slowenischen Streitkräften sehr gut. Wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken, ich meine in dem Fall die europäische Zukunft, so sind wir hier konkret beim multinationalen Center of Excellence Mountain Warfare. Ich glaube, dass das ein schöner, großer Wurf ist für die slowenischen Streitkräfte. Eine sehr interessante Einrichtung, und wo wir also gerne auch uns beteiligen, mitmachen, unterstützen. Und damit bin ich bei einem nächsten Punkt. Wir sind sehr bemüht, dass wir Wege finden, dass wir das Pooling and Sharing auch noch weiterentwickeln können, denn das ist ein Zug der Zukunft, den wir machen sollten. Slowenien hat ja auch eine sehr interessante Idee eingebracht über die Verwendung von Battlegroups. Das ist sehr interessant, weil man hier der Meinung ist, dass man sie entweder als Battlegroup oder aber auch als Reserve für andere Räume nehmen kann. Diese Idee entspricht uns sehr und wir werden auch daran arbeiten, dass wir in diese Richtung gehen können.